Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Geben, geben, geben. Immer nur geben im Überfluss, bis irgendwann alles leer ist. So machen es viele Menschen, egal ob im Beruf oder in der Familie, bei der Pflege von lieben Menschen oder überhaupt im Alltag. Sie sind immer am Geben, völlig selbstlos. Und dabei besteht natürlich die Gefahr, dass sie auch ihr Selbst ein Stück weit loswerden und am Schluss leer sind. Und dann gibt es die ganz genau darauf achten, dass ihre Schale bis zum Rand gefüllt ist, aber dass nichts überfließt. Vielleicht ist das die gute Work-Life-Balance. Vielleicht ist das eine gute Selbstachtsamkeit. Das eigene Gefäß ist gut gefüllt, die eigenen Speicher sind gut voll. Aber ist es nicht wie so oft im menschlichen Leben, dass der Mittelweg der schwerste Weg ist? Der Balanceakt zwischen der Selbstlosigkeit und der Selbstfürsorge oder Selbstachtsamkeit? Bernhard von Clairvaux, ein Mystiker aus dem 12. Jahrhundert, hat dafür ein wunderbares Bild. Er schreibt: Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als Kanal. Bei einem Kanal ist es so, dass er fast gleichzeitig empfängt und weitergibt. Eine Schale aber wartet, bis sie gefüllt ist, bis sie überfließt. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie gesättigt ist, strömt sie zum Fluss. Wir wollen das Gleiche tun, erst anfüllen und dann ausgießen. Ein Leben zwischen Selbstlosigkeit und zwischen Selbstfürsorge. Das ist vielleicht das Optimale oder das Beste. Das ist dann, wenn ich selbst so gut gefüllt bin, dass ich immer noch die Kraft habe, um auf der Arbeit auch mal 5 Minuten länger zu machen, ohne gleich zu maulen. Dann habe ich so viel Energie, um meine Freunde zu treffen abends, ohne dass ich innerlich davon genervt bin. Wenn meine eigene Schale gut gefüllt ist, dann kann ich auch gut im Überfluss weitergeben. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.